Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen wollen. Hallo, es gibt ja die unmöglichsten Momente, da fallen einem so Dinge ein, die irgendwie, ja, ist ein bisschen schwer mit dem Licht jetzt heute, weil ich bin unterm Schirm, wie Sie sehen, es regnet. Da fallen einem die unmöglichsten Dinge ein, wo es eigentlich eine ganz tolle Geschichte zu gibt. Ne? So war es auch bei mir heute Morgen, als ich in der Wanne gestiegen bin. Ne? Das Erste, was ich im Kopf hatte, war Heidewitzka, Herr Kapitän. Ja, und mit diesem Heidewitzka, Herr Kapitän, hatte ich natürlich den bronchial gefährdeten Willi Millowitsch direkt im Kalkül gezogen. Aber ich dachte mir, war das auch von dem? Hat das wirklich mit dem zu tun gehabt? Also ich mich nach dem Baden an den Computer gesetzt und da habe ich mal geguckt. Und da, siehst du, komm der P. Russ, das war ja nicht von dem. Der hat das nur neu gesungen. Der das Lied geschrieben hat, das war der Karl Barbour. Höchst strickt man sich darüber, wird es Barbour ausgesprochen, weil es schreibt sich mit UE. Na? Also lasse ich jetzt auch mal offen, ich weiß es nicht. Karl Barbour, das war ein gelierter Bäcker. Ne? Also der hat Plätzchen gemacht. Ne? Den Plätzchen, Koche gemacht. Ne? Der ist im 19. Jahrhundert ist der geboren worden, ne? Also sprich genau 1900, und er ist 1977 gestorben. So, was kann man noch über Karl Barbour sagen? Ne? Sag ich jetzt Barbour oder Barbour? Wird sich wahrscheinlich während des Berichtes das ein oder andere Mal abwechseln. Auf jeden Fall, Karl Barbour ist nicht immer Bäcker geblieben, sondern nach einem Kurztrip auf eine, ja, ich sag jetzt mal, Laienschauspielschule, gehe ich gleich mal drauf ein, war er eigentlich ein ganz bekannter Kölner Komponist und Grätzchensänger. Hier in der Südstadt findet sich sein Denkmal. Dieses Schiffchen da. Ja, jetzt haben wir auch vielleicht irgendwo den Übergang zu meinem Eingangslied Heidewitzka, Herr Kapitän. Nämlich das Lied ist auch von dem Karl Barbour. Und Karl Barbour selber, ja, als was war er bekannt? Karl Barbour war erstens, wie ich vorhin sagte, Bäcker. Zweitens war er Laienschauspieler. Und drittens war er Komponist und Grätzchensänger. Laienschauspieler wird sich jetzt der eine oder andere fragen. Ich denke, der hat Musik gemacht. Nein, der hat nicht nur Musik gemacht, sondern er war an der Schneider-Klaus-Bühne tätig. Und diese Schneider-Klaus-Bühne ist eine Bühne gewesen, wo halt einfache Leute, also Laien, so wie du und ich, als Schauspieler auftreten durften und in den Stücken mitzuwirken. Schneider-Klaus, naja gut, der war geboren 1862, hat hier an dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium sein Abitur gemacht, hat Medizin und Philologie studiert und später als Studienrat in Lilienthal und als Präsident des Karnevalsvereins Kölsche Funke Rot-Wies von 1823 Karriere gemacht. Na gut, nach dem Ersten Weltkrieg hat sich dann Schneider-Klaus hingesetzt und hat diese Laienschauspielbühne aufgebaut. Doch jetzt kommen wir wieder zurück zu Karl Barbour, der ab 1919 an dieser Bühne mitgewirkt hat. Wir haben vielleicht gerade in dem Anschnitt noch gesehen, die beiden älteren Herrschaften, die hier waren. Ich habe mich ganz kurz mit ihnen unterhalten. Und das waren zwei echte alte Kölsche. Und wir haben uns nachher wiedergefunden, nicht nur bei Heidewitzka, Herr Kapitän vom Karl Barbour, sondern über Dünnes und Schär bis in J und die Welt, alles über Köln. Das war eine schöne Viertelstunde, die ich gerade mit denen verbracht habe. Doch jetzt zurück zu dem, den sie da oben in der Mitte auf diesem Monument. Man möge mir verzeihen, aber ich wusste nicht, wohin mit meinem Schirm. Also habe ich der jungen Frau hier jetzt erstmal meinen Schirm gegeben. Hat natürlich auch was Gutes, da wird dem Mädchen nicht nass. Als Galionsfigur auf dem Denkmal von Karl Barbour, den wir da oben thronen sehen, passet natürlich auch gut auf dieses Denkmal auf. Was sehen wir auf diesem Denkmal? Auf diesem Denkmal sehen wir einige Figuren der Lieder von Karl Barbour, die wir,
das eine oder andere Mal schon in unserem kölschen Dasein besungen haben. Eins, was wir da nicht sehen, ist das Lied, womit er sich 1924 bei den britischen Besatzungstruppen, damit hat er sich unbeliebt gemacht, sagen wir mal so. Er hat nämlich gesungen, unsere Krähen uns nicht kaputt. Dieser Brunnen steht im Severinsviertel auf dem Karl-Berbür-Platz. Und gucken wir uns mal ganz genau an, hier haben wir den Captain aus Heidewitzka, der Kapitän. Da haben wir das Arnoldsche stehen von dem Lied und das Arnoldsche Flöt. Hier haben wir einen Funk, da haben wir den Funk Marieche. Naja, gut, zurück zu Karl Berbür. Was kann ich noch über ihn sagen? Ups, ich bin von hinten, ich drehe mal eine Runde. Da ist er wieder, der Junge. Karl Berbür war Träger der Willi-Ostermann-Medaille. Zu Ehren von Willi Ostermann wurde 1967 die Willi-Ostermann-Medaille als höchste Auszeichnung des Kölner Karnevals eingeführt. Sie wird seitdem in unregelmäßigen Abständen für besondere Verdienste um das kölsche Liedgut verliehen und üblicherweise nur dann, wenn Prinzenproklamation ist, verreicht. Einige dieser Medaillenträger kennen Sie vielleicht heute noch: Ludwig Sebus, Jupp Schmitz, Job Hadebin Selig, der Blackföß, der Höhner, Hans Knipp, der Herr det Ort hinge sich und natürlich unsere Willi Millowitsch. Karl Berbür schrieb im Gesamten 120 Lieder. Zu seinen bekanntesten zählen das Campinglied, wer kennt es nicht, da lachst du dich kaputt, das nennt man Camping. Also mit seinem Campinglied wollte er vermitteln den fröhlichen Eindruck des Ferienverhaltens in unserer damaligen Generation. Die Möglichkeit, mit Sack und Pack und Kind und Gel in die Natur zu fahren und im Zelt allen Unbillen zu trotzen, spielt wieder, dass sich die Menschen schon über Kleinigkeiten freuten. So was wie Mallorca, Teneriffa und Fuerteventura, ja, aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Dann, wie ich vorhin gezeigt habe, das Arnoldsche Flöt oder halt das weltbekannte Lied, was ja auch sozusagen mal was wie eine, zweite Nationalhymne war. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heute hört man das Lied, weiß aber nie so richtig, was ist damit gesagt. Sie müssen sich vorstellen, Deutschland nach dem Krieg war aufgeteilt in eine 4 Besatzungszonen. So, an die 4., an die russische kam man nicht dran, aber wir hatten hier zu tun mit den Amerikanern, mit den Engländern und mit den Franzosen, also 3 Nationen. Ne? Und man sagte halt damals, ja, das sind die Trizonesier. Jetzt will ich dem Mädchen mal wieder meinen Schirm klauen, weil jetzt werde ich nämlich so langsam aber sicher wieder nass. Es fängt wieder an zu regnen. Ne? Ja, so, jetzt sehen Sie das nicht mehr. Schaut mal wieder um. Da ist die Kamera. Schaut mal wieder. Im Jahr 1939 verkaufte im Spiel zufolge das Lied Du kannst es nicht ahnen, du munteres Rehlein, allein 300.000 Exemplare. Was für damalige Verhältnisse ein immenser Umsatz war und für Karl Berbür sozusagen, die Rente gesichert hat. Die Einnahmen aus der Halbjahresabrechnung zu diesem Zeitpunkt betrugen damals 12.000 Reichsmark. Und wie jedes Kölner Denkmal, das an seine Helden der Zeit erinnert, ist auch hier am Karl Berbür Monument eine Kleinigkeit angebracht, die Glück bringen soll. Sie sehen da die Zunge und Sie sehen, wie abgerieben die Bronzezunge ist. Wenn man daran reibt, soll das Glück bringen. Karl Berbür hat wie kein zweiter in der Nachkriegszeit es geschafft, mit seinen Liedern die Atmosphäre dieser Nachkriegszeit aufzulockern, die Freude der Menschen an den Kleinigkeiten des Lebens, ihre bescheidenen Wünsche in der Zeit des beginnenden Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders, ihre Verbundenheit zur Heimatstadt Köln und im Rheinland einzufangen. Das war es für heute zu Karl Berbür. Kurz, komprimiert und knackig. Ich habe versucht, Ihnen ein bisschen das Leben des Menschen näher zu bringen, dessen Lieder Sie vielleicht schon gesungen haben, an dessen Monument Sie vielleicht schon vorbeigelaufen sind, ohne zu wissen, und den Sie demnächst, wenn Sie noch mal am Südfriedhof sind, auch noch mal ehren können, wenn Sie denn wollen. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude und konnten wieder ein Stück Kultur aus einem Monument zu einer Person
entdecken. Bis dahin. Tschüss.